Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. Und ich bin Ivi Achnowitz. Sei begrüße in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Es kommt zu gehen, der Yontif Pesach. Es mir will nach Hand weisen, wie zu machen ein Frühstück, ein Pesach-dicke Frühstück. Yves, willst du erzählen, was du gehst machen? Ja, ich will machen ein Feinkuchen von Spinat. Und ich will machen gefrischte Matzes. Euch bekannt wie Matzebrei. Es wollen wir unheimlich mit dem Spinat. Sehr schön geht. Du habe ich 4 Eier. Und euch an ehrlich 6 Onzen Farmerkäse oder allerlei Zwerg kann sein. Und 4 Onzen oder Teppel Feta-Käse. Und es ist euch sehr Geschmack mit Cheddar-Käse, mit Hollander-Käse, mit Schweizer-Käse. Sehr begiftet. Ja. Sie mag ich bitten, die Sauce von mir zu brechen mit Käse. Ja. Da habe ich ein halb Bintel Crepe, was ich will schneiden. Du ist ein Bintel Spinat, ein Pfund Spinat, was in Sommer schön aufgewaschen. Jetzt weißt schon, wie euch zu waschen Spinat für unsere Jiddisch-Farm-Episode. Man soll Potter werden von allem Schmutz und von allem Schrott im Lech. Da haben wir schön aufgewaschene Spinat. Und das Mal habe ich nicht abgenommen die Stammen, weil in dem Rezept kann man mitschneiden, die Stammen sind sehr Geschmack. Die Spinat nur mit dem Wasser, was klebt sich, zieht zu den Blättern, hier rein in einen heißen Patelnier. Nun, in 2-3 Minuten wird es schon sein, sehr weg. Gemacht gerät. Das ist sie, so paaren eine Minute. Und ist der Spinat schon gerät. Nehmen es raus in ein Zipperle. Es wird eine Sache kleiner. Soll sich ein bisschen durchsippen und abkühlen, wollen wir schön sein, gerät zu machen, ein Feinkochen. Gut, ich habe schon zerkrischelt, den Käse. Schau. Und ich habe sie gegeben Crepe zu den Eiern. Gebe ich sie euch den Feta-Käse, euch den Farmerkäse und ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber weiß nicht, öfter das Mal will ich nicht sie geben Salz, weil der Feta ist... Das ist schon genug gesalzen. Das ist gut gesalzen, ja. Aber Pfeffer kannst du sie geben, wenn du willst. Versteht sich, es ist sehr Geschmack mit ein bisschen Pfeffer. Ja. Das kriege ich. Was ist ein Löffel? Ein halb Löffel Pfeffer. Weißt du, es ist nicht traditionell, aber ich habe sehr lieb, sie zu geben ein bisschen Paprika euch. Gut, was haben wir? Ort ist unser schön gepaarte Spinat, quetscht euch das Wasser, was bleibt. Und zerschneidet auf sehr kleine Stückchen. Ucho, wenn die trachst wegen Pesach, trachst du mehr wegen die Geschmacke, Yontif-dicke Macholim, was uns gehen wir essen, oder trachst du mehr wegen alle Sachen, was man muss sich begeistern ansehen? Nein, der erste paar Tage bin ich sehr glücklich mit meiner Pesach-dicke Macholim, weil ich mache sie nicht das ganze Jahr. Ja. Diesen 5. Tag hätte ich schon unser Verbänken noch ein Stückchen Pizza. Verstehe. Ich bringe euch noch Pizza, aber dem Emmes gesagt, will ich Pesach soll besser sein 2 Wochen. Man hat da so viel Pesach-dicke Rezepte, will man haben Gelegenheit. Das ist schön genug geschnitten. Jetzt. Ciabatta Paste. Geht es 2 zu den Eier mit Käse
Man mischt geht aus. Und jetzt geht zurück zum Ofen. Warm so eine kleinere Patelnie da. Und gibt sie Maslinebäumel, 2 Löffel Salz Liberal und gibt sie die Masse. Nur eine Minute, weil es wird sich abbacken in den Ofen. Das ist genug. Und Baschit von oben mit welchen Anis. Das ist nicht kein Muss, aber es ist sehr Geschmack. Noch eine Minute 2 rein in den Ofen. Den Ofen habe ich schon umgehitzt auf 400 Grad. Soll sich abbacken an 20 Minuten. Beschaße backt sich der Spinat fein kochen, will ich auch wissen, wie soll zu machen, gefrischte Matzes. Ja, bei uns heißt das Matzebra. Ja, in Amerika ist Matzebra geworden sehr verspreit wie das Wort, aber das traditionelle Wort ist gefrischte Matzes, klingt so wie auf Jiddisch sagt man French Toast, gefrischte Challah. Sehr gering, man nimmt 4 Matzes, das sind kleinere, aber ihr könnt nehmen größere. Zerbreckelt sie. Es müssen schon kleine Stücke, große Stücke ist richtig. Und danach wird diese begießen mit warmem Wasser. Nicht warmem Wasser von Kran, nur macht ein Gemisch von gesottenem Wasser mit kaltem Wasser. Auf wie lang? 2 Minuten, 3 Minuten, bis sie hebt und werden weich. Ich gehe so viel zerbrecken noch ein bisschen, so sich gleich zerwerfen. Und jetzt lassen wir warten ein paar Minuten. Schon gelost wegen 3 Minuten. Wie ihr seht, ist der Matze schon weich. Ich will es jetzt da reingießen in ein Sieb. Rausnehmen alle Stückchen Matze. Jetzt zerträuseln. Und ich gehe es jetzt überführen dahin. Ich schütte an die Matze in eine große Schüssel. Es macht nicht aus, als es bleibt ein bisschen Wasser? Nein. Zerklappt 4 Eier. Vier Eier zu 4 Matzes. Richtig. Ich gehe jetzt zerklappen die Eier mit der Matze in unten mit der Gruppe, bis die Eier den ganzen Gift ausgemischt. Jetzt ziehe ich heran einen halben Löffel Salz. Aber ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr. Und ich habe lieber Pfeffer, es ist nicht so ein halben Löffel Pfeffer. Jetzt hat es wir gerät. Wir gehen das Sie bringen zum Oven und es soll prägeln. Heizt schon eine Patelnie auf einer mittelhohen Flamme und zieht daran 4 Löffel Pitta. Alles ist 4 Hand. 4 Matzes, 4 Eier und 4 Löffel Pitta. 4 Sien, 4 Käusjes, 4 Oh, Kasches. richtig. Das ist 4 ist eine Pesach-dicke Ziffer. Der Pitta ist bald zu lost. Ob ihr wollt angeben, könnt ihr mit nützen Maslinebäumel. Das ist echt sehr Geschmack. Und jetzt gießen wir heran die Matzes mit den Eier. Gestreckt es. Mach ein bisschen härter dem Feuer. Und lasst es liegen also wie ein Ziegebräunt von hinten. Und danach wollen wir so nehmen zu mischen. Noch 3 Minuten haben wir zu mischen. Dann schmecken die Pitta und die Eier. Ihr seht, dass sie wird schon ein bisschen Ziegebräunt von hinten. Und noch was ich will tun, ist noch einmal dieselbe Sache. Das lassen wir so sitzen. Und so soll sich warten, sie bräunen. Noch einmal eine Minute. Jetzt ist er weg, noch 2 Minuten. Ihr seht doch, das wird schon schön gebräunt. Jetzt darf ihr pushig mischen. Alle Seiten sollen werden gebräunt.
Und normal macht man eine Matzebran nicht kein gemischte, nur wie ein größer Matzefeinkuchen. Ja, wie ein Omelette. Und ist unser Feinkuchen heiß von dem Oven? Ah, sie sind noch mit dem Nis, sie sind in Gitt aufgebräunt. Sehr schön. Willst du ein bisschen Kaffee? Ah, schwer. Ich habe sehr lieb Kaffee in der Früh. Schmeckt das like jetzt? Ein bisschen von mir. Gut. Und dort haben wir beide ein bisschen von dem Spinat reinkochen. Und was machst du? Ah, nein, das ist nur zu heiß. Ah, ja. Ich bin so wenig. Ist das gut? Ach, schön nicht vergessen. Wir hoffen, dass ihr es gut verbracht auf unser Pesach-Dicke Kochprogramm. Es Gesundheit. Ah, sie sind Kusher und Pesach in Galle. Ja, mein.